Wo sich der Zwerg von seinem ersten Schreck erholt hatte, hat er gekreischt: «Ihr Galeri, habt ihr nicht besser aufpassen können? Ihr habt so an mir herumgeschrissen, dass mein ganzes Gewand überall verlöchert und verfetzt ist.» Und dann hat er einen Sack mit Edelstein genommen und ist wieder unter den Felsen in seine Höhle geschlafen. Die Mädchen sind sich unterzwischen den Undank gewohnt und sind weiter der Stadt zu, um ihre Kommissionen zu verrichten. Als sie auf dem Heimweg wieder zu dieser Heide gekommen sind, haben sie den Zwerg überrascht, wie er auf einem sauberen Plätzchen seinen Sack mit Edelstein ausgeschüttet hat und gar nicht daran gedacht hat, dass zu so später Stunde noch jemand dorthin kommen könnte. Die Abendsonne hat auf die glänzigen Steine geschonen und das hat in allen Farben nur so geschimmert und geleuchtet, so dass die Kinder sind bleiben stehen und staunend geschaut haben. «Was steht ihr da und haltet die Maul offen feil?» Hat sie den Zwerg angeschrien und sein aschgraues Gesicht ist zinnoberrot vor Wut geworden. Er hat schon weiter schimpfen. Da hat man ein lautes Brummen gehört und ein schwarzer Bär ist aus dem Wald anzutraben gekommen. Ganz verschrocken ist der Zwerg aufgekumpelt, aber es war zu spät, um in die Höhle zu schleifen. Da hat er voller Angst gerufen: «Lieber Herr Bär, verschone mich, ich will euch auch alle meine Schätze geben. Schaut da die schönen Edelsteine, die da liegen. Aber schenkt mir das Leben, was habt ihr denn schon an mir, kleinem, schmächtigem Kerli? Da spürt ihr ja kaum etwas unter euren Zähnen. Nehmt doch lieber die beiden gottlosen Mädchen da. Das sind zarte Bissen für euch, fett wie junge Wachteln. So fressen doch in Gottes Namen die.» Der Bär aber hat sich nicht um die Worte von dem falschen Geschöpf gekümmert, sondern hat mit seiner mächtigen Tatze einen einzigen Schlag versetzt und das Männli hat sich nicht mehr gerührt. Die Mädchen sind vorgesprungen, aber der Bär hat ihnen angerufen: «Schneewiesli, Rosenrot, müsst ihr keine Angst haben, so wartet doch auf mich!» Da haben sie seine Stimme erkannt, und wo der Bär bei ihnen war, ist plötzlich die Bärenhaut von ihm abgefallen und vor ihnen ist ein schöner Mann gestanden, der ganz in Gold gekleidet war. «Ich bin ein Königssohn», hat er zu ihnen gesagt, «und bin von dem gottlosen Zwerg, der meine Schätze gestohlen hat, verwunschen worden, als wilder Bär durch den Wald zu laufen, bis ich durch seinen Tod erlöst werde. Jetzt hat er seine wohlverdiente Strafe bekommen.» Das Schneewiesli hat den Königssohn geheiratet und das Rosenrot sein Brüder. Und sie haben sich die grossen Schätze geteilt, die der Zwerg in seiner Höhle zusammengetragen hat. Die alte Mutter aber hat noch viele Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kindern gelebt. Die beiden Rosenbäumli aber hat sie mitgenommen und sie sind vor ihrem Fenster gestanden und haben Jahr für Jahr die schönsten Rosen getragen. Das eine weisse und das andere rote.